Wir sind heute zu Vermarkteln am Schiefermusee. Das Schiefermusee, das soll ein lebendiges Musee gehen. Man hat ganz viele Animationen, ein Lehrkörper, den man hier schafft, ein Zug, den man fährt, Ateliers, die angeboten gehen. Man schafft ganz viel mit Kanner, mit Showklassen. Wenn man einfach von hier kann ich so viel auf dem Site weisen, so viel Lehrwisch, alles bieten, was die Industrie so eigentlich nicht mehr kann anbieten. Die Schieferindustrie, das war die zweitgrößte Industrie von Lützeburg, neben der Schmelz am Süden. Und voilà, wir hatten 1900 waren hier 600 Leute angestellt, die hier geschafft haben. Und voilà, das ist auch eben Streben dazu, die Pont anzuweisen zum Süden, dass es auch am Norden die Industrie gibt und dass es noch viel andere kleine Industrie gibt, die eigentlich auch ein immens reichhaltiges Patrimoine für das Lützburger Land darstellen. Im Jahrhundert hat angefangen mit der Französischen Revolution, wo Arbeiter aus Fumé Probleme hatten, für hier Lehrkollen zu Fumé zu betreiben. Den Export hat Zugang durch den Krieg. Und die ersten Soldaten, die hier hingekommen sind, da sind auch Leute, die den Lehrkörper von Fumé hier hingekommen, für die Gegend ein bisschen zu erschließen. Das war dem Napoleon seine Politik. Die haben sich hier niedergelassen und sie haben die Gruben hier in ein Erd abgemacht. Das war ein ganz kleiner Familienbetrieb ganz am Anfang. Sie hatten ein kleines Loch, sie mit Treppen raufgegangen, stehen uns mit dem Buckel raufgedroht, über Ledern, über Treppen. Das war ein ganz mühselig Arbeit. Ich habe für eine Lehre gemacht, für den Dach zu decken. Aber eins zu vergessen, dass man hier eine riesige Sierie hatte mit unwahrscheinlichen Maschinen für ihre großen Block zu säen, zu schneiden, zu fräsen, zu hufeln, für anzugravieren. Hier sind zum Beispiel Monumente gemacht, Grabsteine, nicht zu vergessen Fensterbänke, ganz Dallage für den Boden, Treppen, Pissoire gemacht, ganz verschiedene Produkte aus verschiedenen Schiefer haben sie importiert, zum Beispiel der Belsch, wo wir sagen, das war dann violette Schiefer. Da haben uns ganz viel auch Pubelle gemacht aus Schiefer. Also bis 1986 als zu Lützburg als Schiefer aufgebaut ging. Und voilà, 1986 ist die letzte Cold Zoo gemacht und 1992 hat die Gemeinde Raumrich damals das Site gekauft von den früheren Proprietären und dann so angehen, ein Musee zu machen. 2003 wird die Stadt gekauft. Voilà. Und Simon B. immer mehr professionell zu arbeiten. Wir sind Freunde von Ali, das ist eine SBL, die ist auch 92 gegründet. Die hat natürlich an ihre Statuten generell stehen, für sich um das Patrimoine Ardoisier zu kümmern. Wir hatten hier so ein wunderbares Site, ein ehemaliges Site mit allem drum und dran, was damals einer früheren Industrie gehört hat. Das heißt, du hast Kummern innerirdisch, du hast überirdisch alte Gebäude, die dazu gehört haben, mit Schmutz, Schreinerei, Schlosserei, was dem Ganzen die Ganzheit gibt. Und natürlich die Bücher von der ganzen Sache. Und da bin ich der Häuserheim und die Administration und die Villa vom Patron für die verschiedenen sozialen Unterschiede auch zu weisen, was perfekt auf dem Site auf einem kleinen Raum geboten wird. Ich habe ganz klar darum, für immer hier aufzusehen, dass die Leute können einfach hier triple kommen, als Visitidee oder individuell, aber das ist wirklich immer oberst und auch für die Kanner, für die Showklassen, das ist schon die Zukunft vom Site.